Servietten habe ich mir mitgenommen aus dem Coop. Super schöne Herbstservietten. Die hier sind noch von irgendwann anders. Das ist mal eins, das ich mal schon mal gebraucht habe. Und noch vorher war. Sieht aber auch schön herbstlich aus. Und ich habe mir jetzt die ganze Zeit gedacht, ich muss irgendetwas mit diesen Servietten machen, aber ich mag die jetzt nicht aufkleben und mit Serviettentechnik und so weiter und so fort. Nein, der muss lange trocknen und es scheisst mir jetzt ein bisschen an. Aber ich muss unbedingt etwas mit diesen Servietten machen. Und jetzt habe ich gerade gesehen, bei der Natascha auf Treasure Books, sie macht in ihrem Halloween Journal super herzige kleine Büchlein mit Servietten, die sie laminieren. Yeah, und das geht mega schnell. Und dann habe ich gedacht, oh, das muss ich unbedingt auch machen. Also, geht bei ihr schauen. Ihr Halloween Journal ist super, mega herzig geworden. Sie hat gesagt, sie sei überhaupt nicht so der Halloween-Typ und so. Das sei völlig außer ihrer Komfortzone. Aber sie probiert es jetzt einfach und es ist so herzig geworden. So, aber jetzt sind wir da bei Handgelenk mal Pi. Hallo zusammen und wir arbeiten an unserem Halloween Journal und für das machen wir jetzt die tolle Idee von der Natascha nachher. Gut, mein Laminiergerät läuft und ich habe mir hier 2 Laminierfolien in verschiedenen Grössen parat gemacht. Die liegen schon seit Jahren bei mir rum und ich muss jetzt die unbedingt auch aufbrauchen. So. Da habe ich schon mal ein bisschen dran rumgeknübelt, irgend an einer Ecke. Nehmen wir das mal ab. So. Und ehrlich gesagt, habe ich vorher schon studiert, ob es noch eine zweite Lage drauf hat. Aber ich weiß es nicht. Das dunkelt mir irgendwie nicht. Vielleicht muss ich gleich mit einem Kleberli mal probieren. Kleberli? Geht das auch mit Klebband? Das liegt hier gerade so rum. Probieren wir es mal. Da, vielleicht nicht auf dem oben. Und jetzt sollte doch das einfach abgehen. Ah, schau jetzt. Ja. Haha, der doch noch, hä? Der doch noch. Ja, weil vielleicht müssen wir es zuschneiden. Ich weiss es gerade nicht, die Laminierfolie. Und wenn das natürlich 2 Schichten hat, oder, und ich reinschneide, dann kann es sein, dass das einfach auseinandergeht. So, oh, schau mal, der Ghost Print, der da drauf ist, ist auch super hübsch. Auf dieser Seite verreissen wir es natürlich gerade ein bisschen. Aber da, das sieht doch auch schön aus, wow. Das könnte man auch für irgendwas noch brauchen. So, diesen Teil hier brauche ich glaube nicht, weil ich brauche nur... Ich habe gedacht, ich nehme ein Blatt und dann falte ich das so, dann ist vorne ein Blatt und hinten ist einfach Holz. So, und dann schneide ich mir das mal ab. So. Oh, verrissen. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Also. Stecken wir das mal da rein. So, und ich denke jetzt mal, den Rest können wir einfach abschneiden. Rundum, oder? Ich nehme es an. Schauen wir doch mal, was auf der anderen Seite rauskommt. So, schön. Und wenn es jetzt noch heiß ist, drehe ich es gerade schnell unter die Unterlage, damit es ganz schön flach wird, wenn es abkühlt. Ja.
So, hey, wow. Oh, das ist mega schön. Sehr hübsch. Ja, ja, das schneiden wir dann nachher noch zu. Jetzt wollen wir noch, solange die Maschine hier noch läuft, noch das da. Oh. Da habe ich auf jeden Fall das hintere Teil so abgenommen. Jetzt habe ich gemerkt, wenn ich das so mache und das so falte, dann schaut mir das Vögel hintere, das will ich nicht. Das schaut so zum Bild aus, oder? Ich sollte schon auf diese Seite rüber schauen, das wäre schon ein bisschen schöner. So, und wenn ich es dann so mache, ist natürlich das Vögel auf der Hinterseite vom Heftchen. Das will ich auch nicht. Weil ich das vorne, also ich denke, ich schneide das einfach aufeinander. Irgendwie so. Dass das ganz sicher vorne ist. Ja. Und setze das nachher einfach irgendwie zusammen. Oder so. Nein. Ist das blöd? Wo ist die Mitte? Da hat 2 Vögel drauf. Wo ist die Mitte? Ist irgendwo da. Da wird es dann gefalten. Das ist ein bisschen komisch. Wenn das so drauf ist und so Gebüsch. Ist das gleich nicht so eine gute Idee gewesen? Ach komm, jetzt schneiden wir einfach mal den Vogel ab da. Ich weiss es doch auch nicht. Ich denke, das fügt sich dann schon irgendwie zusammen. Aber so. Und so könnte man es vielleicht schon machen. Oder? Habe ich es jetzt verschnitten? Keine Ahnung. Ich probiere es doch einfach aus. So. Oder zeige jetzt. Oder so. Ist es schöner? Ist so ziemlich abgekaffelt da. Weil das jetzt gerade so dunkel ist. Muss das jetzt so dunkel sein? Oder wenn wir noch ein bisschen abschneiden. Ach! Schwierig. Sehr schwierig. Entscheidungen fällen. Ah. Oder vielleicht hilft's. Dass das hier so blöd abgehackt ist, oder? Das nervt mich. Das müsste irgendwie wie... Das machen wir da irgendwie so wie eine Collage, oder? So, da geht das weiter. Und da geht das weiter. Das ist jetzt ein bisschen zu hell. So. Und so. So. Da könnte man das gleich auch noch rein tun. Oder nicht? Ist das doof? Ist das doof oder ist das doof? Das Blättchen finde ich noch schön. So. Muss das jetzt hier auch so abgehackt sein? Ich weiss, ich bastle wieder völlig am Rand. Ich weiss. So, komm, und jetzt das noch irgendwie anhängen.
So, und alles nur, damit das Vögel in die richtige Richtung schaut. He? Ist doch super. So, dann haben wir halt jetzt hier eine Serviette-Collage. Das macht auch nichts. Oh, das zieht sich gerade alles so völlig an. Gut, schauen, dass alles schön ist. Das ist natürlich jetzt wieder verschoben. Das werden wir da ein bisschen anhängen. Ah, schwierig. So. Mama, aber ich glaube, es kommt gut. Ich glaube, es kommt gut. Und wenn man es dann hat, dann möglichst schnell hier reinlassen. Ich glaube, es kommt gut. So, und das auch zum Andrücken, zum glatt machen. Gerade schnell ein bisschen unter die Unterlage. Den brauche ich nicht mehr. Der hat sein Werk da. Jetzt müssen wir noch ein bisschen abschneiden. Und bei dem kann ich ja eigentlich einfach alles Überstehende so abschneiden. So, das kann ich ganz gut mit der Schere. So, und da schneide ich einfach das durchsichtige Rändchen ab. Und machen wir hier auch ein bisschen runde Ecken. Können wir noch falten. So, und für das brauche ich, glaube ich, jetzt da wirklich mal noch ein kleines so eins da. Irgendein so ein Falttool, dass das wirklich schön glatt ist. Hey, kann man das gut auf dem Scoreboard? Geht euch das? Laminierte Sachen? Ich habe keine Ahnung. So, und natürlich ein bisschen krumm gefaltet, gell? Bravo, gut gemacht. Dann können wir ein bisschen nachfalten, ohne dass es wüst wird. Vor allem ohne dass es verzieht, das ist jetzt natürlich schwierig. He? Aber es geht. Mama, alles gut. Die Ecken sind jetzt nicht ganz gleich. Da kann ich einfach ein bisschen nachschneiden. Das untere. So. Oi, komm. Hey. Oh, ist das herzig? Ist das schnussig? Ja. Wie sieht das aus? Mal, ich glaube, das ist gut. Ah ja, das ist natürlich an einigen Orten ein bisschen dünner und an anderen ein bisschen dicker, weil es natürlich doch ein bisschen mehr Lagen hat als hier. Ja, darum kommt mir das so komisch vor. Oder? Ah, nein, schau jetzt. Haha. Das ist jetzt genau das, weil wir es übereinander gelegt haben. Und ich sage das noch am Anfang. Ja, 3 durch, das ist wieder typisch, gell? Ja. Gut. Fixen wir den. Jetzt schneiden wir es zuerst zu. So, also ich habe jetzt einfach schnell mit dem
mit der Schneidmaschine da geschwind rundum alles schön abgeschnetzelt. Tja, und jetzt müssen wir schnell schauen, wo haben wir jetzt überall den Quatsch. Da noch ein bisschen. Da, ui, bis da rauf. Da alles, ganz durchgehend, super. Ah, das hat sie sich wieder gut überlegt. He? So, aber vorne nicht und da nicht. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, Hammer. He? Ich will nicht leimen und so. Ja, und das leimen wir gleich. Jetzt leimen wir das halt. Schmeißen wir da ein bisschen Leim rein. So. So. Einfach ein bisschen rein. So, sieht gerade schön, wie es verteilt überall. Ich hoffe schwer, dass das dann auch gut trocknet, der Leim. Oh, da kommt er wieder. Weil das ja jetzt so plastikig ist. So, ja. Aber das muss man jetzt nicht in dem Sinne trocknen, das heisst, das würde hindern am Weiterbasteln. Habe ich jetzt hier alles drauf geschmiert. Ja, also. Der mit der Collage war nicht so die schlauste Idee. Rein optisch schon. Ach, habe ich jetzt so viel Leim drin, dass so viel rauskommt. Okay. Es beschleunigt die Angelegenheit hier nicht gerade besonders. Ach, Kinder, träumt mein Hündchen wieder mal irgendwas. So, also. Gut, wenn das jetzt nicht bis ganz in die Mitte festgeklemmt ist, ist das nicht so tragisch, weil ich schneide es ja nicht noch einmal abeinander. Es fühlt sich einfach ein bisschen anders an. Das schon. Darum habe ich eben gerade am Anfang dort irgendwie gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Also dass da irgendwas komisch ist. Und habe gemeint, eben weil es verschiedene Lagen sind, aber es ist tatsächlich, weil es nicht durch und durch geleimt ist. So. Gut. Voilà, also, jetzt habt's. Jetzt habt's doch. Der Leim darf wieder gehen. Von innen sieht man jetzt natürlich, als ich geleimt habe, dass das da noch ein bisschen nass ist, aber ich denke, das trocknet dann. Sonst kann man ja immer noch irgendetwas drüber reinkleben. Oder so.
Genau, was natürlich cool wäre, wenn man so etwas drauf tun und das nachher dann annähen. Ja gut, also jetzt machen wir einfach mal so weiter, wie ich mir das schon vorgestellt habe. Wir wollen ja, dass das noch schöne Heftchen gibt. Kleine, herzige, herbstliche Heftchen. Da wollen wir die Ecken noch ein bisschen rund haben. So. Ja, ich glaube, ich nehme da etwas drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das sonst komisch wird. Und so, ja. Ja. Ich denke, es wird hübscher. Ich glaube, es wird hübscher. Moment. So, also ich habe jetzt also hier genäht. Da einmal so. Da habe ich schon das rundum abgeschnitten. Bei dem machen wir es jetzt noch. So, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, hey, Moment mal. Da hat es ja auf der Vorderseite Zickzackstich und innen nicht. Wie kann denn das sein? Ja, das passiert, wenn man einfach das Laminierte einfach mal rundum näht und nachher merkt, dass man vergessen hat, das, was man eigentlich annähen wollte, hat man gar nicht drauf getan. Ja, ohne Papier rundum genäht, per Zickzack. Ja, no, jetzt ist es innen halt einfach nur so. Da habe ich tatsächlich 3-mal rundum genäht, einfach so wegen der Optik. Zuerst habe ich mit einem Zickzackstich, nachher hat mir das aber nicht so gefallen, weil der so gross ist. Und dann habe ich eigentlich so eine Schlangenlinie drumherum genäht und dann gefunden, ja, jetzt mache ich es aber noch ein bisschen näher am Rand, was auf dieser Seite auch nicht so geklappt hat. Hey, aber jetzt ist es, wie es ist. Da habe ich ein kleines dünnes Papier genommen, um das mit so einem kleinen Stich anzunähen. Ist ein bisschen heikel, weil das kann dann sehr schnell so das Papier wie aufschneiden. Ja, und nachher dann reißt es dann vielleicht ab. Das wäre dann ein bisschen schade. Ja, gut, also Fail, nein, chaotisch auf jeden Fall, so wie immer. Ob das jetzt wahnsinnig viel schneller gegangen ist, weder wenn jetzt die ganze Geschichte einfach einmal aufgeleimt hat und jetzt ein bisschen hat trocknen, weiss ich also auch nicht. Aber hey, mir gefällt es auf diese Art und Weise. Ich finde es schön. Sie sind cool rausgekommen. Da habe ich ziemlich ein dickes Papier drauf genäht. Darum muss ich jetzt hier auch ziemlich stark wieder das andrücken. Beim Falten. So, da hat immer noch ein bisschen Leimreste drauf. Das kann man gerade so ein bisschen abmachen, merke ich gerade. So, fort mit dir. Gut, voilà. Also, hey, nein, das ist aber jetzt wirklich noch so hübsch. He? Jetzt könnte man das auch gerade ein bisschen inken. Und wenn ich jetzt mit dem über den orangen Faden reinkomme, ist der auch nicht mehr so leuchtig. Das finde ich jetzt auch noch gut. So, und das möchte ich da auf dieser Seite auch gerade ein bisschen. Einfach nur den Faden ein bisschen distressen. So. Hier auch. So. Jawohl, gefällt mir gut. Lassen wir so.
Jetzt brauchen wir auch natürlich noch ein paar Seiten für drei. Das sollte ja also ein kleines Notizheftchen werden. Hoi, hoi, hoi. Okay, das ist ja A5 ungefähr. Dann nehmen wir doch gerade die 2 Papier. Mehr müssen es von mir aus gesehen auch gar nicht sein. Ich mache es schnell an der Schneidmaschine. So, jetzt aber zeige mal. Ja, super. Gefällt mir. Sehr gut. Das braucht auch noch irgendetwas. Was es da noch so vorkommt. Das wäre ja dann gerade so, hä? Oh ja. Da haben wir auch gerade 2 solche Papier. Also müssen wir die auch gerade schneiden. So. Wow, ey. Super. Gefällt mir. Jetzt müssen wir es noch anbinden. So, und ich misse hier auch wirklich überhaupt nichts. Sondern hier mir das schön parat legen, da wo es hergehört. Und ich mache auch nur 2 Löchchen. Einfach oben und unten, zack. Und zack. Und ich möchte gerne von außen anfangen. Oh. Hallo? So. Will ich gerne noch hinten ein Charmbett herhängen. So. So und komm, gerade alles durch. So, voilà. Oh, ja. Jetzt habe ich natürlich die Dings abgemessen für eine 3-fach-Bindung. Also 3-Loch-Bindung, was natürlich viel zu viel ist. So, ich mache den Knopf da oben. Das hat jetzt voll etwas genützt. Schaffe ich es jetzt noch irgendwie überhaupt noch einen Knopf zu machen oder nicht? Ist jetzt Hopfen und Malz verloren. Also, so, zack und so, voilà. Jetzt ist gut, ja, genau. So, Doppelknopf und da möchte ich gerne noch ein Charmli mir dann raussuchen. Das kommt jetzt ganz rauf. So, ist es schnussig. Gefällt mir super. Ein richtig hübsches Herbstbüchlein. Und jetzt machen wir doch dasselbe noch da. So, also ich habe hier ein paar Charms gefunden, die ein bisschen passen würden. Ich habe gemerkt, so herbstliche Charms habe ich gar nicht wirklich. Etwas ein bisschen Halloweeniges habe ich hier gefunden, aber ja, das passt jetzt irgendwie doch nicht so ganz zu unseren Büchlein. Da habe ich so ein Ginkgo-Blatt und das denke ich, das würde doch jetzt noch ganz gut zu dem Herbstblatt passen. Und zum Vögeli, ja, das Büsi wäre ein bisschen fies, gell? Entweder das oder das. Ich glaube, ich nehme das Auge. Ich glaube, ich nehme doch das Auge. Ich weiß auch nicht, ich finde, das passt jetzt einfach, weil da ist das schon nicht so wahnsinnig Sommerwetter und die Sonne jetzt nicht so würde dazu passen. Also komm, wir nehmen doch einfach das Auge
So. Dann binden wir das hier dran. Ich glaube, ich mache hier einfach so einen Knopf. So. So, ist das jetzt ein bisschen zu lang? Vielleicht ein bisschen zu lang. He? So. Das da und ab. Schwupp. Ab und schwupp. So, da wäre unser Auge. Vielleicht können wir das jetzt noch übernehmen. Nein, können wir nicht. Gut. Herzig. Irgendwie etwas zum Zumachen wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Komm. So. Ja, ich glaube, ich mache das auch gerade so. Das machen wir doch auch gerade so. He? Zack. Wie lang? Nicht so lang. So. Wieso ist jetzt der Knopf nicht in der Mitte? Weil ich wieder irgendetwas geküngelt habe, gell? Ich glaube es nicht. So, nochmal noch ein bisschen nachziehen. Welchen ist es denn? Der hier. So, jetzt kommt es gut. Jetzt kommt es gut. Alles gut, alles gut. Abschneiden. So. Voilà. Oh ja. Schnussig, süß. Etwas zum Drumwickeln. Ich habe Lust, das so zu machen. So. Einfach schlicht. Zack. Drauf. Das sollte schon haben, oder? Für etwas habe ich es ja. Dass es hat. Da. Komm, ich finde da gut. Jetzt nehmen wir es ganz schnell ab und inken die Sache auch noch schnell ein bisschen. So, einisch. Ups. Jetzt muss man es einfach dran bringen. Sonst ist es fail. Nein, alles gut. Alles gut. So, oh, süß. Ja, gefällt mir. Oder wir können es auch oben. Oh ja, oben. Oben ist auch hübsch. So, komm, dann machen wir gleich auch so eins. Gut, dann auch noch hier dran stülpen. Und dann sind unsere Büchlein fertig. Wie gesagt, ob jetzt das wirklich schnell gegangen ist, weder mit Leimen und so weiter, das sei dahingestellt, ich habe keine Ahnung, aber ich finde sie recht cool. Ich nicht, aber ich. So. Und so. Ich finde die oberschnussig und die sind schön herbstlich für unser Halloween-Journal. Es ist wieder mal ein bisschen chaotisch zu und her gegangen, ich weiss. Aber das macht doch auch immer irgendwie Spass. Und dann wünsche ich euch ganz einen schönen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!